Ich bin dein Moderator. Herzlich willkommen zu unserem Welt- und Allkonzert Schwerelos. Ist das toll, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind. Und das ist unser musikalischer Motor heute, der uns in die absolute Schwerelosigkeit führen wird. Hoffentlich. Wir werden es probieren. Wir machen ein ganz großes Experiment, ob wir auch hier auf dieser Erde schwerelos werden können. Und damit das gut klappt, brauchen wir jetzt erstmal eine Begrüßung, dass quasi dieser Motor vor Freude abhebt. Ja, ihr wisst schon, wie das geht. So eine richtig schwerelos machende Begrüßung für die Litzebuer Philharmoniker und Bertie Bagent. Herrlich. Man kann schwerelos sein auf dieser Erde. Das geht. Ich verrate euch auch wie. Und zwar sage ich den Moment, in dem ich schwerelos bin. Das ist jetzt. Das ist leider nur sehr, sehr kurz. Das ist so schade. Ich wäre gern mal länger schwerelos und würde so zu Ihnen herfliegen. Wer sind Sie? Wer sind Sie denn? Aber gut gelaunt sind Sie. Stumm, aber gute Laune. Das sind Aliens, glaube ich. Die sagen nichts. Ja, die sind zum ersten Mal heute auf der Erde. Hallo, wer bist du? Joris. Ja, du kriegst einen tollen Applaus, damit dein Arm bald wieder gesund wird. Der ist ja gebrochen. Oh, sowas. Das passiert durch die Erdanziehung. Wahrscheinlich ist das durch Erdanziehung passiert, nicht wahr? Wäre er schwerelos? Sicher. Ja, wenn man schwerelos hinfällt, dann kann man ja sich ganz leicht wieder hinstellen. Hat hier leider nicht geklappt. Deswegen probieren wir das mit der Schwerelosigkeit. Was ist eigentlich Schwerelosigkeit? Wissen Sie das? Wenn man sich leicht fühlt? Sich leicht fühlen. Haben Sie das schon mal erlebt in Ihrem Leben? Nein. Das tut mir leid. Hier sitzt eine ganz große Schwere in Reihe 14. Oh, niemals leicht gewesen. Sind Sie beide ein Pärchen? Ja. Das ist schön. Haben Sie sich schon mal gemeinsam schwerelos gefühlt? Klar, natürlich. Natürlich. Und wann war das? Zu welcher Gelegenheit? Als wir uns kennengelernt haben? Oh ja, die Liebe. Sind Sie denn immer noch verliebt? Klar. Sie auch? Ja. Das ist gut. Gott, gute Nachrichten, wunderbar. Die Liebe kann schwerelos machen, ja. Also wenn man alles um sich herum vergisst, dann fühlt man sich plötzlich ganz, ganz leicht. Und das probieren wir heute auch für die Augen. Und zwar mit dem jungen Mann, der da hinten sitzt. Er war extra nochmal beim Friseur und hat sich neue Haare dazu montiert. Das ist Benjamin Janssen. Hallo Benjamin. Hallo, Was hast du heute vor? ich habe euch Lichtmalerei mitgebracht, die uns hoffentlich in dem Vorhaben, schwerelos zu werden, unterstützen. Oh ja, Lichtmalereien für die Wände, das ist toll. Wir haben also Klang, wir haben Bilder und vielleicht werden wir alle gemeinsam schwerelos. Von hier sieht es so aus, als könntet ihr fliegen. Das ist auch schon so ein bisschen schwerelos. Und genau das hat auch ein Komponist versucht, die Schwerelosigkeit bei einem Sonnenaufgang zu malen mit Tönen. Also Sonnenaufgang kennt ihr alle, oder? Habt ihr schon mal gesehen? Die Sonne, wie schwerelos sie sich erhebt, das sieht so toll aus. Und der Komponist Maurice Ravel, der hat dieses Phänomen mit Instrumenten und mit Tönen gemalt. Und wir stellen uns einfach vor, wir schleichen alle ganz früh morgens aus der Philharmonie raus auf den Kirchberg. Wir blicken Richtung Osten. Es ist noch ganz dunkel. Aber gleich ist es soweit, vor Aufregung kribbelt alles. Und da hinten gibt es eine ganz sanfte Dämmerung. Wir hören sie in den Flöten, Klarinetten, Harfen und Streichern. Und die Dämmerung entwickelt sich. Sie entwickelt sich. Warum hast du denn so viele Taschentücher dabei? Wie heißt du? Helene. Helene? Liv. Oh, das ist ja sehr ähnlich wie Helene. Siehst du, so schwerhörig im Weltall. Ich höre quasi nichts, denn da ist ja gar keine Luft, da gibt es gar keinen Schall. Ich war quasi schon ein bisschen schwerelos. Liv,
Viel Glück, falls es sehr traurig wird, kannst du vielleicht noch Taschentücher verteilen, wenn es nicht klappt mit der Schwerelosigkeit. Du hast auf jeden Fall genug dabei. Und die Dämmerung, die entwickelt sich weiter. Wir hören ganz genau in den Violinen und Flöten Vögel zwitschern und sehen ein Spektakel in Rosa und Orange. Da war er, der erste Sonnenstrahl. Habt ihr ihn auch gehört? Da, wenn die Musik ein bisschen aufwacht. Und die Celli, die freuen sich natürlich, der Himmel, der verändert die Farbe in ein tiefes, tiefes Rot. Und wie macht man das musikalisch? Man braucht ein tolles Orchester, eine Piccoloflöte und eine Essklarinette. Passt auf. Die Morgenröte, die wird langsam zu Gold und Gelb. Wir genießen die Schönheit der Natur. Immer wenn ein Sonnenstrahl dazukommt, dann fühle ich mich so. Das können wir gleich alle zusammen machen. Wer Lust hat, kann sitzen bleiben und macht immer, wenn er einen Sonnenstrahl hört, so. Und wenn die Sonne ganz aufgegangen ist, dann könnt ihr sogar aufstehen. Dank Erdanziehung bleibt ihr auch auf dem Boden. Keine Sorge, ja? Ihr könnt dann immer noch aufstehen, bleibt auf dem Boden und sagt, ja, die Sonne ist da. Wir probieren das. Ein Experiment der Schwerelosigkeit.
Die Sonne ist aufgegangen. Es ist jetzt heller als vorher und wir stellen uns vor, wir sind zusammen wie eben mit der Sonne aufgegangen und immer weiter nach oben geflogen und schweben ins All. Oha, ja. Wer von euch würde sich trauen, ins All zu fliegen? Ja? Wow, du bist aber total mutig. Wieso würdest du dich trauen? Hast du gar keine Angst? Nein. Nein? Würdest du uns eine Karte schreiben, wenn du oben bist? Ja. Ja? Dann findest du hoffentlich den richtigen Briefkasten. Das wäre nicht schlecht. Glaubst du, es gibt Leben im All? Irgendwo anders? Auf einem anderen Planeten? Ja. Glaubst du, es könnte sein? Zum Beispiel sucht man ja auf Planeten, ob es da Leben gegeben hat. Ob da vielleicht sowas ist wie Wasser oder so. Oder ob wir vielleicht irgendwann, wenn wir unsere Erde weiter kaputt gemacht haben, auswandern können zu einem anderen Planeten. Zum Beispiel zum Mars. Das wäre was. Mars. Oh, du würdest dich ja dahin trauen wahrscheinlich. Auf eine Marsstation. Und diesen Mars, den fand auch ein anderer Komponist ganz spannend, nämlich Gustav Holst. Der hatte eines Tages ein Buch in der Hand, das hieß What is a Horoscope? Also, was ist denn ein Horoskop? Und er hat sich interessiert für Sterne, Sternbilder und für die Geschichten der Antike dahinter und für den Charakter von Mars. Wäre der Mars ein Mensch? Wie wäre er so? Entspannt? Oder sauer? Oder verliebt? Oder wunderschön? Man weiß es nicht. Er hat sich den Mars folgendermaßen vorgestellt, im 5/4-Takt. Also der Mars, der humpelt so los. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da kann man immer bis 5 zählen, dann ist ein Takt zu Ende. Und irgendwie klingt es so, als hätte er was an der Hüfte oder nur einen Schuh an oder so. Ich glaube, er ist stinkewütend. Und zwar auf die schöne Venus neben ihm. Ah, die ist so wunderschön, aber das Blödste ist, sie ist viel größer. Wäre die Venus so groß wie eine Kirsche, hätte der kleine Marsi nur die Größe einer Erbse. Und das macht den Marsi sauer. Ja, es brodelt in ihm und er schleicht sich an. So.
Sind Sie Frau Maas? Nein, eigentlich, ich habe gar nichts zu tun mit dem Mars. Ah, Gott sei Dank. Das ist Ich bin doch die Opernsängerin. Ach, die Opernsängerin, von der habe ich schon gehört. Ja, das ist ja toll. Und Sie singen auf dem Mars? Nein, Nein. ich singe auf die Erde. Ach, da haben wir aber Glück. Ich glaube, auf dem Mars zu singen wäre ganz schön anstrengend. Ich glaube auch. Ja? Da kriegt man gar keine Luft. Stimmt, da geht's schon mal los. Und ich glaube, wenn man dann einen Ton sänge, würde ihn keiner hören. Das stimmt. Ja, man braucht also Luft und Schall. Würdest du dich trotzdem, trotz dieser schlechten beruflichen Aussichten auf dem Mars, dorthin trauen? Weil die junge Dame hier vorne, die würde da tatsächlich hinfliegen. Eigentlich schon. Ich mag alles, was Außerirdisches ist und was viel mit Geheimnis verbunden ist. Ja, aber da bist du in der Oper ja gut aufgehoben. Genau. Ja, das ist oft ziemlich außerirdisch. Das ist halt, vor allem versteht man die Sprache nicht. Das ist oft so Aliensprache, ne? Nein, Doch, doch. überhaupt nicht. Nee? Wenn ein guter Sänger ist, dann hört man alle Vokale und Konsonanten gern. Verstehe. In welcher Sprache singst du denn heute? Heute singe ich auf Tschechisch, weil ich singe Arie der Rusalka. Und Rusalka, das ist eigentlich eine Meerjungfräulein, die zu ihrem Lieblings-Himmelkörper Mond singt. Ach, die ist in den Mond verknallt? Eigentlich nicht. Nein. Die liebt ihren Prinz, aber sie kann nicht weg vom Wasser. Sie liegt im Wasser und hat eigentlich nur einen Freund, Mond, mit dem sie reden kann. Ah, singst du das jetzt sofort oder musst du noch was vorbereiten? Eigentlich muss ich ganz schnell weg, Ach so. weil sonst die Sonne geht wieder auf Stimmt. und Mond geht runter. Wir nutzen die Zeit. Ja. Bitte such den Mond und wir freuen uns auf das Lied aus Rusalka. Dankeschön. Unsere Opernsängerin, das ist ja Wahnsinn. Das ist toll. Eine echte Opernsängerin. Das finde ich unglaublich. Sag mal, Bertie, hast du dich schon mal schwerelos gefühlt irgendwo? Ja, man kann das Gefühl haben, wenn man dirigiert. Ja, Wenn man dirigiert? ja, für mich, wenn das ganze Orchester spielt ziemlich leise, zum Beispiel in Ravel, Ja. dann kann man schwerlos fühlen. Stimmt. Ja. Das ist ein tolles Gefühl. Das ist super. Jetzt schweben wir aber weiter zu einem anderen Planeten, vom Mars zum Jupiter. Und der Jupiter, das würde unserer Opernsängerin, die jetzt leider ja schon aus terminlichen Gründen wieder weiter ist, sehr gut gefallen, denn der Jupiter hat über 90 Monde. Da hätte sie aber was zu singen, ne? Und der ist riesig, riesengroß, 318 Mal so schwer wie unsere gesamte Erde. Stellt euch das vor. Unsere Erde wiegt das hier und der Jupiter, boah, das hier. Und er steht für Glück und Freude. Das kann man auch hören.
Jupiter, der Planet der guten Laune und der ernsten Lieder zwischendurch. So ist es im Leben. Man braucht ja immer den richtigen Rhythmus. Das heißt, wir schweben jetzt weiter vom Jupiter ganz rhythmisch zu einem Planeten, den wir selber erfinden. Ein Musikplanet mit einem ganz eigenen musikalischen Universum, wo zum Beispiel dieses Instrument zu hören ist. Ruft mal rein, wie heißt denn das Instrument hier? Das ist ein... Was? Bratsche? Nee, das ist... Cello! Jetzt habe ich es gehört. Und der Herr am Cello, der heißt... Herbert? Nein, das ist Ilia. Ilia, wie klingt es wohl auf deinem musikalischen Cello-Planeten? Überleg mal.
Vielen Dank. Und wir schweben von Ilia zu Etienne. Der hat ein Instrument, das sieht allein schon aus wie eine Raumstation, die immer quer im Raum schwebt und so klingt im All. Danke, Etienne. Das ist ja spannend. Bei der Geburt unseres musikalischen Planeten ist, glaube ich, auch im Publikum gerade frisch was geschlüpft. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich habe da was gehört. Klasse. Genau, einfach weiter so. Und wir gucken vielleicht noch mal zu den Engelsinstrumenten. Da haben wir gleich 2 davon. 2 Harfen. Wie klingen die wohl ganz spacig? Eine spannende Ecke. Vielleicht gab es in dieser Ecke ja mal Wasser. Wer weiß es? Danke, Agne und Catherine. Und jetzt haben wir eine große Truppe. Das heißt, wir müssen gar nicht alleine ins All reisen. Wir machen das alle zusammen. Und zwar jetzt mit Benny, Klaus, Bea, Elise, Eloy, Pitt und Simon aus der Schlagzeugecke. Hört euch das mal an. Das macht Schwerelos. Oh, ich habe ganz vergessen. Die Sonne darf ja nicht wieder aufgehen auf dieser Erde und wir haben ja noch einen Termin am Mond, ne, mit unserer Opernsängerin. Vielleicht schweben wir ganz fix mit den Harfen schon mal hinauf, ja?
Tokar, ein Name, den sich dieses Universum auf jeden Fall merken muss. Und ich habe es für mich jetzt rausgefunden, ich weiß jetzt, was mich schwerelos macht. Ja, das ist für mich wie beim Schwimmen gehen. Ja, wenn ich in das Wasserbecken reinspringe und im Wasser bin, fühle ich mich ja viel leichter. Und so ist das, wenn ich beim Musikhören in die Musik eintauche. Richtig tief hinein, sodass ich in einem Konzert völlig vergesse, dass ich gerade überhaupt in einem Konzert sitze. Das sind die Momente. Für den Dirigenten zum Beispiel, wenn es sehr leise ist. Für Olena, wenn sie den Mond ansingt. Und für Elia, wenn man einen kleinen Ton in der Ferne hört. Genau das macht mich auch schwerelos. Probiert's mal aus. Vielleicht auch bei der nächsten Musik und beim nächsten Konzertbesuch, zum Beispiel hier in der Philharmonie in Luxemburg. Das heißt, ich schwebe jetzt mal weiter, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr hier seid. Alles Gute für euch. Darf mich an dieser Stelle verabschieden, auch von dem Mann, der uns dieses visuelle Augenschmausvergnügen bereitet hat. Vielen Dank an Benjamin Janssen, da oben in der Schaltzentrale, für absolute Schwerelosigkeit. Danke. Und natürlich wäre so eine Schwerelosigkeit überhaupt nicht möglich ohne die fantastischen Menschen hier auf der Bühne. Das heißt, ihr dürft jetzt nochmal schwerelos klatschen und applaudieren für die Litzeburger Philharmoniker und Bertie Bagent.